Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir hier durch den Busbahnhof gegangen sind, in die ehemalige Quarantänezone Salt Lake City. Und nach dem schönen Giraffe-Moment haben sie ein bisschen die Depri-Stimmung gezogen, nachdem dann erzählt worden ist, dass der Joel auch in seiner Notaufnahme hier war. Und nachdem die Sarah gestorben war und ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen deprimierend gewesen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in The Tent. Klingt wie so ein schlechter B-Horror-Movie. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Gibt's nix. Aber da drüber ist was. 25 Werkzeugteile, El Diablo Munition, Karte von der Quarantänezone Salt Lake City. Karte, ja. Okay. Ja. Was Großartiges kann man dazu auch nicht sagen. Quarantäne war wohl nur der Busbahnhof und in der Umgebung nur Evakuierungsroute. Es scheint wohl wirklich nur winzig gewesen zu sein. Das scheint sehr früh gefallen zu sein und scheint nicht so einer großen Zone wie Boston Woche zu sein. Aber jetzt können wir mit voll aufgerüsteter Werkzeugstufe endlich die Werkbank aufsuchen. Was denn mal los? Ja, 137 Dele haben wir gerade zur Verfügung. Da könnte man jetzt hier auf jeden Fall panzerbrechend reinmachen. Dann ist das Jagdgewehr jetzt auf absolutem Optimum. Jetzt können wir gepanzerte Leute stinknormal wie einfache Menschen behandeln, als hätten sie Gepanzerung A. Ja, das Shorty hätte ich eigentlich schon ganz gern, genauso der El Diablo, hätte ich auch ganz gern Panzerbrechen noch gemacht. Aber da begnügen wir uns erstmal mit dem Jagdgewehr, dass das soweit ist. Und die Sache. Ja, Was tät ich dann, Sache? Ja, die sind ja schon gemacht. Der El Diablo, ja gut, könnte man jetzt noch ein bisschen schneller machen vom Nachladetempo her, aber da hätte man nicht mehr so viel übrig. Die Shorty könnte ich auch noch ein bisschen besser machen. Aber ich tät Sache, wir machen jetzt erstmal den Flammewerfer. Und zwar mehr Schade soll er machen. Gut. Na, das hält. Jo, das hält auf jeden Fall. Vor allem der Flammewerfer werden wir jetzt gebrauchen können. Deswegen habe ich den erstmal geskillt. Später kommen wir nochmal dazu, an eine Werkbank zu gehen. Dann können wir nochmal andere Sachen machen. Da gehen wir jetzt hier in der Hauptstory weiter. Hey, Joel, ich hab was für dich. Und haben hier noch was Optionales, was wir machen können. Was ich auch sehr wichtig und schön finde. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ja, das Bild, was bei sich gehabt hat, was wir im Winter schon gesehen haben. Und Desmond nimmt das. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Ja, von Tommy hat das nicht genommen, aber von der Ellie nimmt das jetzt. Das sagt ja auch schon sehr viel. Dann gehen wir hier weiter durch den Bus. Da ist nur Skelett noch. Und dann geht's hier durch weiter. Salt Lake City Military Zone ahead. Okay, also du wärst wahrscheinlich ja zu der Militärzone gegangen. Sozusagen nochmal eine kleine Erweiterung von der Quarantänezone. Hätte sich möglicherweise auch zu so einer Militär-Quarantänezone entwickeln können, wie das bei Boston der Fall war. Aber wir haben ja gesehen, das ist nur ein kleiner Bereich und dementsprechend war das wohl wahrscheinlich schon sehr früh aufgegeben oder gefallen. Haben wir jetzt den Firefly-Anhänger, der gehörte Natalie Hu. Die hat die Nummer 202. Und die Anna Hu, die wir vorher gefunden haben im letzten Spiel, die war 201. Ich weiß es. Werden wohl meinst du Schwestern das? gewesen Sie sein werden oder da Töchtern, sein. Mütter. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Jo, dann sind wir uns mal sicher, dass die Fireflies Desmond da sind. Ist ja auch unser zweiter Versuch. Wäre nicht schlecht. Dann geht's hier weiter. Ah, der Trucker hockt noch drin, auch wenn auch skelettiert. Dann gehen wir hier weiter in den Tunnel. Ja, da können wir von oben noch reingucken. Also ist auch die Autobahn oben kaputt gegangen. Da sind noch Refe drin. Das zeugt auch von einer interessanten Jagd oder von einer interessanten Übung, die hier stattgefunden hat.
Da noch Revolvermunition. Scheiße ist nie gut. Bleiben wir erstmal beim Bogen, den ich sage. Weil Scheiße bedeutet in dem Fall Infizierter. Boah. Und ich steht Sache, wir machen hier erstmal alle nieder. Im leichten Modus können wir uns das noch erlauben. Da ist der nächste Klicker, der sieht uns nicht, der hört uns maximal. Oh Mann. Oh ja, das ist oh Mann. Ne, da will ich erstmal nichts wagen, nicht wenn nur ein Runner noch in der Nähe ist. Oh, mach doch nicht so eklige Geräusche, als wärst du am Scheiße, Mann. So, oh na. Da die Ellie jetzt wieder kommen ist, hat uns die Engine wieder ein bisschen hier und her geschoben. Oh, da hinten ist ein Bloater. Oh, wow. Ich mag das nicht. Dann haben wir den Klicker aus der... der hat nicht getroffen. Hat aber den anderen auch hergelockt, glaube ich. Ja. Oh Mann, immer das Geplärre. Ah ne, das ist ein Runner, kein Klicker. Okay, diesmal bin ich eindeutig richtig schlecht im Bogenschießen. Nee, das wird wohl nix. Nee, das wird das Jahr, glaube ich, nichts mehr. Nicht auf die Distanz. Dann gucken wir uns erstmal... Ne? Ist doch nichts mehr? Ah, ich habe gedacht, da wäre ein Raum. Na egal. Dann müssen wir das an der Stregler. Warte mal, bis der Sapperjockel da hinten irgendwo in Schussnähe ist. Ja. Dann haben wir den Kerle wenigstens ausgeschaltet. Da hinten sind der Bloater und der Klicker. Gucken wir mal, was ich noch rette lost an Pfeile, die ich verschossen habe. Nee, ich glaube, du lässt dich nichts mehr retten. Na gut, dann hoffe ich, dass der Schadensboost, den ich jetzt gemacht habe, wirklich was bringt. Oh, was ein fetter Furz. Boah, Mann. Ich glaube, das war's mit beide, ja. Ja, wo sabbert's? Ah, da kommen noch welche. Gut, da haben wir die auch noch angezündet. Scheiße. Kommt da noch was? Sei leise. Okay, das war's erstmal. Oh, Mann, Meter. Da hätten wir noch Shorty-Munition. Heieieiei. Aber das war wenigstens nicht so nervenaufreibend, wie ich das gedacht habe jetzt. Gut. Ja, der Bloater, der hat, wie gesagt, noch Flammenwerfermunition dabei gehabt. Da ist noch so eine kleine Horde, Klebeband und allem anderen, was Spaß macht. Aber da haben wir zu viel davon. Das wird so nix. Okay, wow. Hui. Bin jetzt schon wieder richtig gut eingestimmt, für das, was kommt. Weil ich glaube, da neben müsste es auch noch was geben. Ja, genau. Da liegt noch Flammenwerfermunition. Und da geht es weiter in den nächsten Abschnitt, wo die ganzen Infizierte hocken. Da ist wieder ein Klicker. Da ist noch ein Klicker. Da wird uns der Flammenwerfer nicht so viel bringen. Erster hat getroffen. Bewegt sich da nicht so viel, Kerl. Oder Mädel. Ja. Das Wetter hat gesessen. Erstmal steif stehen geblieben und dann wie ein Sack umgekippt. Alles klar. Gucken wir mal, was er bei sich hat. Nix. Aber den Pfeil kann man noch verwenden. Das ist gut. Ich mag den Bereich gern geklärt haben vorher. Oh Mann. Was ist dann los mit mir? Sonst habe ich das doch immer so gut hingekriegt, den Bogen. Na, der letzte Pfeil, der muss jetzt aber sitzen. Jawohl.
Okay. Ein Pfeilhammer noch. Na, kletter doch hoch, Kerl. Da ist nix. Okay, dann hätte ich aber Sache. Pfeil und Bogen können wir erstmal verharzen. Deswegen bleibe ich lieber wieder beim Jagdgewehr. Gut. Die nächste sind durch. Oh, da ist noch einer. Okay, der Runner, der zittert da nochmal vor sich hier. Der ist für sich. Und schnauft, als der da grad Verstopfung habe. Hoppla. Das hat die andere jetzt, glaube ich, auch gelockt. Ja. Scheiße, das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay. Okay, anscheinend hat es wirklich nur eine angelockt. Das ist gut. Wow. Gut, ich habe schon gedacht, es passiert was Schlimmeres. Oh mein Gott. Das sind so viele. Ja. Ich weiß. Einfach weitermachen. Schnappen wir uns erstmal wieder, was geht. Batterie noch gewechselt. Da können wir nichts mehr nehmen. Uns Eisenrohr, das Bleirohr, das will ich nicht haben. Aber wir können Folgendes machen. Das sind jetzt 3 in einer Reihe. Obwohl, nee, das machen wir leiser. Die sind so sehr in ihr Pilzdasein vertieft, die kriegen das nicht mit, wenn ich den Ende abmurks. Oh je, du hast aber recht. Oh Mann. Das sind unmittelbarer Nähe zu dem letzten. Du Abfall Teufel. Gott im Himmel, niemals hätte ich die berühre, die Leid. Ja, charmant und wunderschön wie eh und je, Joel. Gut, dann. Ich sage, wir gehen jetzt mal durch den Gang durch. Gucken wir mal, was es hier gibt. Werkzeugdealer, Jagdgewehrmunition. Vom rechtlichen Zeichen haben wir alles voll. Puh, um meine Nerven zu schonen, die Sache, dass ich an der Stelle mal einen Cut mache. Und wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo es weitergeht mit der infizierten Action. Boah, ich freue mich jetzt schon, aber bin auch genauso gut gerade richtig arg gespannt. Mir geht schon leicht die Pumpe. Machen's gut, ihr liebe Leid. Iron Yankee.